Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play The Secret of Monkey Island Special Edition auf Pelzig. Jetzt, nachdem wir hier wieder Wasser drin haben, können wir hier wieder Seil aufnehmen. Schau an, ungesund ausschauender Mann. Ja, gucken dann mal an. Ups, nee, nicht der Dschungel. An dem sieht man natürlich nichts Besonderes, aber hier, der sieht nicht so gut aus. Können wir ihn jetzt mitnehmen? Ugh. Anscheinend nicht. Mit dem Seil können wir auch nichts anfangen. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall 2 Seile. Und da müssten noch Banane sein. Die Banane holen wir uns auch sofort. So. Ist das immer noch derselbe Zettel? Ups, nee, das wollte ich gar nicht. Sondern hier. Ja, das kennen wir schon. Das war noch das aus der letzten Episode. Ich weiß, ich bin jetzt bei der letzten 2 Episode eher so um die 19 Minuten gewesen. Aber ich finde eigentlich auch, dass ich auch häufig einmal überzogen habe. Und ich möchte auch insofern auch einmal einfach mal auch um die 20 Minuten einmal ein bisschen weniger, damit wir halt auch hier nicht innerhalb von 2 Folgen gleich mit Monkey Island fertig sind. Deswegen, ups, na, nimm schon mal die Banane auf. So, geht doch. Da ich nicht möchte, dass wir unmittelbar gleich mit Monkey Island fertig sind, mache ich die Sache ein bisschen kürzer, damit wir ein bisschen länger von dem Let's Play haben. Ich könnte natürlich auch jeweils 25 Minuten machen, aber da wären wir jetzt auch schon ein bisschen weiter. Oh je, Haufe Zettel haben wir hier noch. Moment, hier. Benutzt das mal mit einem starken Ast. Ist eigentlich auch eine sehr interessante und lustige Perspektive, wie ich finde. Und dann benutzen wir das zweite hier mit dem Stumpe. Dann können wir nämlich hier runtergehen und können uns hier die Paddel holen. Schnappt er die doch mal. Ansonsten gibt es hier unten leider nichts Besonderes mehr. So, haben wir jetzt die Paddel. Es ist gruselig und hier gehe ich nicht weiter, als ich muss. Ja, pins halt rum. Gut, ich wollte mal eigentlich noch die Schlucht von unten angucken, aber da der Guybrush hier rumpinst, das müssen wir halt, dürfen wir dann halt nicht. Aber wir haben jetzt Paddel. Das heißt, wir können die Paddel jetzt auch mit dem Ruderboot benutzen. Ja, mit der Dinger kann ich auf jeden Fall paddeln. Und jetzt können wir auch wohin, wo wir sonst nicht hin konnten. Oh Gott, ist der lahmarschig. Schnell, Guybrush. Kommen wir nämlich dort hier. Und können jetzt hier in den Nordteil von der Insel, wo die Kannibale leben. Und die Monkey Island Kannibale sollen uns ja laut Voodoo Lady entweder helfen oder sie fressen uns. Das sind 2 wunderbare Optionen, wie ich finde. Und hier haben wir natürlich, ach nochmal hier, so Memo. Herman, geben Sie uns den Schlüssel für den Affenkopf wieder. Die Kannibalen. Okay, dann können wir aber auch hier wieder hingehen. Gerade mal gucken, so Interesse halber. Gibt es hier eigentlich nichts mehr, ne, wo wir hier gehen können? Nö. Können wir da eigentlich hier gehen? Das hat mich schon immer mal interessiert. Ich weiß, dass wir eigentlich nur zu den Dinger hier gehen können, die hier für die Story wichtig sind, aber nö, hätte ja sein können, dass in der Special Edition irgendwas Lustiges dazugepackt haben oder so. Von daher gucke ich mich da auch einigermaßen gründlich ab um. Aber wir müssen mal dort hier gehen, zum Village. Zum Dorf von der Kannibale. Oh Gott, die Musik. Gucken wir uns mal die Hütte hier an. Das ist eine leere Hütte. Und hier? Die ist sehr leer. Wie sieht es denn da aber aus? Wo das Skelett so baumelt. Ich kann von hier aus nicht sehen, was hier drin ist. Aber ich könnte drauf schwören, dass es leer ist. Oder drauf Wetter in dem Fall. Das ist die leerste Hütte, die ich jemals gesehen habe. Tja, kein Zweifel, die ist wohl leer. Und hier? Wenn ich noch genau. Wenn ich noch leer im Wörterbuch schlage, dann würde ich ein Bild von der Hütte hier finden. Alles klar, hier, die Knochen können wir uns nicht angucken, also Kannibale sind es durchaus und die Musik ist hier abartig laut plötzlich. Dann gucken wir uns das hier nochmal an.
Da haben wir nix, aber hier sind nochmal Bananen. Ein paar nette, saftige Bananen. Das alles sieht überreif aus, außer die zwei nette, saftige Bananen. Na, die nehmen wir auf jeden Fall dann auch mit. So. Großer Stellkopf. Der sieht groß und leer aus. Und die Tür. Kann man uns die angucken. Primitiv hier, aber wie war das? Moment. Na, noch einmal. Okay, primitiv, aber effektiv. Es ist zugeschlossen. Kann das aufmachen? Nö, die sieht verschlossen aus. Alle Hopf, dann gehen wir halt wieder. Esse ich halt einen Salat. Upsala! Sind das Bananen aus unserem hier, was du hier mitgenommen hast, oder bist du einfach nur froh, uns zu sehen? Ja, es wäre ja nicht so toll, hier von einem notorischen Kannibale zu stehlen. Ja, so nebenbei. Wir versuchen von rotem Fleisch wegzukommen. Aber nur aus Gesundheitsgründen. Wir sind immer noch so bösartig wie je zuvor. Und vor allem gegenüber Touristen, die unser Zeug stehlen. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Esst mich nicht, ich bin ein mächtiger Pirat. Esst mich nicht, ich gebe euch alles. Ja, fresst mich halt. Schauen wir mal, ob es mich interessiert. Hinter euch ein dreiköpfiger Affe. Hey! Denkst du wirklich, dass wir so dämlich sind? Ich werde mich nicht mehr bewegen, wenn ich du wäre. Okay. Da hinten ist er tatsächlich. Aber jetzt wirklich hinter euch ein dreiköpfiger Affe. Da steht er. Ha! Auf so einen alten Trick fallen mir nicht nochmal rein. Ich glaube, wir werden dich essen. Außer du hast irgendeine Opfergabe für uns. Dann irgendwas, was wir einem großen Opfer geben könnten. Ah, hast du was? Ja, das sind die Pelzer-Kannibale übrigens. Die sprechen Pelzer-Dialekt mit afrikanischem Akzent. Ich glaube, wir hätten nichts Großartiges, was wir anbieten könnten. Aber wie wär's dann hier mit so wunderschöne Kanonenkugel? Ich hab gesagt, irgendwas, was war, irgendwas Interessantes. Anscheinend hast du nichts für uns. Wir werden dich wahrscheinlich essen. Aber wir müssen noch mit der Dorfälteste, mit der Köche oder was auch immer sprechen. Du gehst mal in die Gästehütte. Und der Aff kommt als wieder hinterher. Das sollte reichen. Okay. Wir gucken uns hier an nochmal das Memo an. Kannibale. Ich gebe euch Blutsauger niemals den Schlüssel zum Affenkopf, bis ich meinen Bananenpflücker wieder gewinne. Hermann Toothbrush. Oh je. Bolo Bones. Gucken wir uns aber hier die Schale mit Knochen an. Ich glaube, so könnte ich auch enden, wenn ich hier nicht rauskomme. Die Liane? Ich glaube, mich selber aufzuhängen ist nicht die Antwort. Manchmal kann taktischer Suizid aber auch was für sich haben. So, wir gucken uns hier noch den Bananenpflücker an. Mit den zwei Händen. Da steht noch drauf, wenn man es findet, bitte an Herman Toothrod zurückgeben. Benutze Lianen. Okay, kein taktischer Suizid. Manche von uns finden Lösungen, Guybrush. Okay, dann nimm noch den Schädel hier mit. Den gucken wir uns auch mal an. Was für ein niedlicher kleiner Schädel. Und hier ist noch hier ein loses Brett. Haha. Na dann schleichen wir uns mal raus. Weil der Bananenpflücker können wir nicht mitnehmen. Der ist so uschierig. Und ich würde den Kerl jetzt echt gern essen. Ja, dann machen wir das doch. Ja, aber denk doch an den Algerien. Wir sind Kannibale. Wir sollten nicht hier rumpinzen. Ja, aber auch Kannibale sollten noch entsprechende Fettsäure und so weiter noch was drauf achten. Ich mich mein. Okay. So, wir bleiben jetzt hier noch ein Weilchen bei denen. Wir sind nämlich so saudumm und kommen wieder zurück. Weil hier gibt es auch ein paar lustige Sachen eigentlich. Primitiv, aber effektiv. Es ist verschlossen. Da sind sie natürlich wieder. Ah, der Bananendieb kehrt wieder zum Tatort zurück. Vielleicht sollte man jetzt wirklich mal essen. Weißt du, wie viel Cholesterin der Typ überhaupt hat? So, du bist aus der Hütte ausgebrochen, aber wieder zurückgekommen.
Ja komm, esst mich. Das ist mal sowas von egal. Wie du willst. So. Das sollte ausreichen. Jetzt haben sie es vernachelt. Das machen wir jetzt auch so lang, bis dann der Endgag kommt. So, jetzt haben wir hier das Ding. Aber ich zeige es euch jetzt nämlich gerade mal. Wenn wir hier reingehen. Durch das Loch könnte ich mich zwar quetschen, aber der Bananenpflücker, der ist ein bisschen so uschierig davor. So, das heißt, der muss ihn tatsächlich immer zurücklassen. Wir müssen den Kannibale erst geben, was er haben wollen als Opfergabe. Dann können wir einfach nämlich so in die Hütte reingehen. Aber vorher machen wir noch ein bisschen den Gag mit. Mit dem ständigen Ausbrecher machen wir den Slapstick mal mit. So. Ja, du bist eigentlich schon ein richtiger Ausbruchskünstler, oder? Ich hab gesagt, wir sollten den essen. Ja, komm, fresst mich doch. Das ist mal sowas von absolut Schnupper. Wie du willst. Das sollte reichen. Jetzt haben sie ein paar fette Kette dran gemacht. Und wir gehen wieder raus. So, ich glaube, jetzt müsste der letzte kommen. Dann wird's nämlich besser. Dann kommt nämlich mehr. So. Und da sind sie wieder. Mosi der Tupu. Das ist jetzt immer noch ein Mysterium, wie du da rauskommst. Das richtige Mysterium ist eigentlich, warum der nicht mit Karotte gerade im Topf drin schwimmt. Okay, ja, fresst mich. Macht doch, was ihr wollt. Alle hopp. Das sollte jetzt ausreichen. Jetzt haben sie so richtiges, fettes Safe-Schloss dran gemacht. Und besser wird's auch nicht mehr, liebe Leute. Mehr Zeug bringen sie nicht mehr. Aber einen Moment mal, es hat geklingelt. Ich muss gerade unterbrechen. Bis gleich. Da bin ich wieder. Ja, ach, ich muss hin und wieder mal an die der gehen. Das kennt ihr ja aus diverse andere Let's Plays noch. So, da. Jetzt haben wir eigentlich alles, was wir da brauchen. Und können wieder zurückkehren zum Südstrand. Denn dort wartet noch ein Affe auf uns, den wir bisher noch nicht besucht haben. Und der Affe, der kriegt jetzt die gesammelte Werke an Banane. Das sieht ein bisschen aus wie ein Bobbes, oder? So, wir gehen jetzt mal in den Dschungel. Und zum Aff. So. Die Banane, nee, Moment. Gib, genau. Die Banane ist für dich, kleiner Kumpel. So, die schlingt er sich rein mit Schale. Dann kriegt er natürlich noch hier, weil er so ein goldige Gewitterbutze ist, kriegt er die auch noch. Die Zwett. Und noch 5 Banane ist der auch vollkommen zufrieden. Wenn wir jetzt aufhören würden, dann würde er uns ein bisschen nachlatschen, aber wird irgendwann wieder hierher zurückkehren. Deswegen, ich sammle die Banane eigentlich immer. Damit ich dem alle auf einmal geben kann. So, bitteschön. Njam, njam, njam. Mehr habe ich nämlich für dich. Können wir mit dir sprechen? Nö, können wir nicht. Okay, dann mir nach, Affe. Ist hier nirgendwo, wo wir zum Dschungel? Ja, doch. So, jetzt müsste mir eigentlich noch gehen. Ja, er latscht mal hinterher. Jetzt lasst er mich nicht mehr in Ruhe. Das kennt man ja von diverse Tiere, wenn man die erstmal füttert. Und wenn die dann merken, ja, das ist doch sehr viel einfacher, als sich selber seine Nahrung zu holen, dann kriegt man die nämlich von der Backe. Und hier kommt der Ahmed. Denn wir brauchen den hier, damit er ein kleines Rätsel für uns löst. Und zwar wollen wir zum Affekopf. So. Zack, so funktioniert das. Und der Aff macht natürlich immer noch, was er sieht. So, sehr schön. Das können wir uns leider nicht mehr angucken, das Ganze. Aber wir können uns mal den Totempfahl angucken. Vielleicht sagt er irgendwas dazu. Nee, leider nicht. Rotschädel, das wird wohl der Mosi der Tupu gewesen sein, mit dem wir das Öfteren zu tun hatten. Ja, das ist auch nochmal so, ich weiß leider nicht mehr, wie es heißt, aber das ist auch von LucasArts eigentlich hier. Eine Erinnerung an, Quatsch, das ist einfach nur eine Anspielung an ein LucasArts-Spiel. Ich muss mir das gerade mal angucken, weil in der Special Edition haben sie das nämlich weggemacht. Nur in der Classic Edition sieht man das Ganze hier nochmal, das ist eine Anspielung an ein LucasArts-Spiel. Schauen wir uns einmal an.
Sieht aus wie irgendeine Art von heiligem Idol. Und der da? Genau dasselbe. Sagt aber alle. Und das sind genau die Dinger, die wir auch der Kannibale geben müssen. So, deswegen schnappen wir uns den großen. Nö, der ist ein bisschen zu schwer für der arme Guybrush. Und das würde er nicht ohne gute Gründe mitschleppen. Okay, dann nehmen wir halt das Kleine. So, das gucken wir uns auch mal an. Und er glaubt mir, dass irgendjemand das Stück Müll haben will. Okay, irgendein in Masse produzierte Touristenmüll. Aber genau das ist es, was die Monkey Island Kannibale haben wollen. Ich finde auch den Affenschädel so cool gemacht. Ich glaube auch die Blutträne sind tatsächlich auch in der Special Edition nicht mehr vorhanden. Warte mal, wir switchen mal gerade. Ja, zumindest nicht so stark ausgeprägt. Und auch der Soundtrack ist irgendwie etwas doof, finde ich. Das wollte ich mir jetzt auch nochmal gerade angucken. Ja. Also die Blutträne von dem Affe sind bei weitem nicht so stark ausgeprägt, wie das in der Classic Edition der Fall ist. Und ich finde auch, dass der Soundtrack hier, der ist ja einigermaßen auch an die ursprüngliche Version von Monkey Island angepasst, nur ein bisschen aufgepeppter das Ganze. Das ist nicht der neue Soundtrack, weil der neue Soundtrack finde ich eigentlich nicht so toll, um ganz ehrlich zu sein. So, das heißt, wir segeln jetzt wieder zu den Monkey Island Kannibale. Hoppala. Entschuldigung, das war einmal außerhalb vom Bildschirm geklickt und schon hatten wir den Salat. Moment, da sind wir jetzt nicht richtig. Müssen wir nochmal rausgehen. So, dahin wollte ich. Denn wir machen wieder Runde Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 just within a dream. Und hoch mit uns. Heieiei, das braucht auch immer Ewigkeiten, bis er da hochkraxelt. Aber das macht nichts. Wir können später unser Boot dann hier anlegen. Da müssen wir nicht allzu viel fahren. Und hier wieder zum Strand. Ab in den Dschungel. Und ab ins Dorf. Haha. Sehr schön. Jetzt können wir endlich mal geben, was wir haben wollen. Aber ich bleibe auch dabei, dass ich eigentlich nicht so häufig in die Special Edition switch, weil ich persönlich finde eigentlich das Ambiente sehr viel cooler. Gucken wir uns das Ding doch mal an. Ja, sehr primitiv. Primitiv, aber sehr effektiv verschlossen, genau. Der primitive 90er Jahre Banksafe von der Kannibale von Monkey Island. So, da sind sie wieder. Ich weiß ja nicht, ob dich das irgendwie langweilt, aber für mich ist das schon etwas langweilig. Bitte fresst mich nicht. Ich gebe euch alles, was ihr wollt. Alles? Wenn du uns irgendwas zum Tausch geben kannst, dann kriegst du deine Freiheit wieder. Also? Ja, wie wär's dann damit hier? Hey, wow. Ja, das ist beeindruckend. Zitronekopf. Guck da mal das Ding da an. Da steht drauf, von Melonekopf gemacht. Sieht ja aus wie ich. Oder wie Annie von meiner. Wir sollten das sofort dem heiligen Affenkopf opfern. Ja, stimme ich zu. Wir sind sehr dankbar für dieses wundervolle kleine Geschenk. Und wenn irgendwas wieder ist an Problemen, dann kommst du einfach zu uns hier auf Monkey Island. Trademark. Ja, die sind fort. Die haben uns jetzt hier aufgemacht. Deswegen können wir uns jetzt den Bananenpflücker schnappen. Und können einfach so wieder rausgehen, ohne dass wir irgendwelche Probleme und sonstige Dinge zu befürchten haben. Und da steht er ja. Alles, was ich will, ist nur mein Bananenpflücker. Aber geben Sie es mal. Die wollen zuerst einen Kofferkopfschlüssel haben. Das wär's ja noch. Glauben die wirklich, dass ich so vernünftig bin? Aber ich brauche ja nicht so viel, aber ich will einfach nur mal Bananenpflücker. Okay, der wiederholt sich nur noch. So, bitteschön. Hey, danke. Ich hätte gedacht, das sehe ich nie wieder. Ach, du kannst auch der Affenkopf Schlüssel kriegen. Das kannst du mit den Eingeborenen geben. Alle Hopf. Und nicht irgendwie Sorge machen. Ich benutze das Ding schon nicht. Gucken wir uns mal den Schlüssel. Sieht aus wie ein großer Q-Tip.
Und ja, das geben wir doch selbstverständlich der Kannibale zurück. Zwinker, zwinker. Also eins können wir auf jeden Fall noch machen. Wir können für heute nochmal runter segeln. Oder rudern, besser gesagt. Und wir machen der Affekopf auf jeden Fall noch auf für heute. Und schauen mal ein bisschen rein, würde ich sagen, oder? So ein fieser Cliffhanger kann ich jetzt auch nicht bringen heute. Das heißt, wir gehen wieder zurück. Auf die Lichtung. Und mit dem Herman Toothwatch müssen wir jetzt eigentlich nichts mehr machen. Derzeit sind eher die Monkey Island Kannibale unsere Freunde, die uns auch noch ein bisschen weiterhelfen werden. So, jetzt gehen wir mal da rein. Und benutzen den Affekopf-Schlüssel im Moment. Erstmal gucken wir uns das Ding an. So. Das ist definitiv der zweitgrößte Affenschädel, den ich jemals gesehen habe. Ich will nicht wissen, was doch größer ist und wo er das gesehen hat. Wir gucken uns auch noch das große Affenohr an. Das zweitgrößte Ohr, was ich jemals gesehen habe. Und auch noch das dreckigste. Bäh. Gut, dann benutzen wir doch gleich mal den Schlüssel mit dem Affenohr. Ach Gott. Boah. Doch Schäme im Schmalz. Jetzt streckt er die Zunge raus, die aus mehrere Bambusdinger zu bestehen scheint, anscheinend, ne? Und? Schön sieht's aus hier. Da haben wir noch das Affe-Skelett unten drunter. Haben sie auch schön hochgebaut. Und hier Lava und so. Lava und Krimskrams, ne? Ich habe das Gefühl, dass es in der Hölle auch solche Pilze geben müsste. Ja. Jetzt sind wir hier bei Lava. Das sieht doch sehr nach dem aus, was der furchtbare Geisterpirat LeChuck sei geheimes Versteck nennt, ne? Genau da müssen wir hier. Und haben wir eine wunderschöne, schreiende Gesichter, die hier in der gewachsene Felsreihe gemeißelt oder wie ist der Teufel was Woche sind. Da können wir noch in die Höhle reingehen. Aber eins kann ich gleich sagen. Da finden wir es nicht, da kommen wir nicht großartig weiter, ohne einen bestimmten Gegenstand. Aber die hässlichen Nase, gucken wir uns auch mal an. Widerlich. Ja, also ich kann nur sagen, wir kommen nicht von uns aus, da hier. Deswegen machen wir uns jetzt wieder den Weg zurück auf. Und gehen noch zu der Kannibale. Denen wir dann noch den Schlüssel zurückgeben, weil die haben wieder was Besonderes für uns. Ohne das Ding kommen wir da einfach nicht großartig weit. So. Ich glaube, man kann das so regeln. Man muss jetzt halt einfach nur mal extra rumlatschen hier. So. Wobei, ich bin mir nicht so sicher. Ich bin mir echt nicht so sicher, um ehrlich zu sein. Ich glaube, wir müssen schon ein bisschen rumlatschen, bis wir merken, dass es so nicht geht. Einfach nur, um auf Nummer sicher zu gehen, dass ich den Gang nicht nochmal machen muss. Latsch mal jetzt hier nochmal ein bisschen rum. Heute überziehe ich auch mal wieder ein bisschen. Dass wir einfach einen sauberen Abschluss haben, weil mehr als die 3 Episoden heute, die schaffe ich auch mal wieder nicht. Das heißt mir, ui, latschen hier einfach mal ein bisschen rum. Du hast auch wieder die eklige Nase. Da kommt er nicht ran und da sind auch noch Aare. An die kommt da auch nicht ran. Aber ihr seht ja jetzt schon, egal wo ich hingehe, man landet nie wirklich dort, wo man eigentlich rauskommt. Also man landet nie an derselben Stelle. Wirk, die blutige Hände. So, wenn wir hier rumgehen. Es sieht auch niemals gleich aus. Gehen wir hier nochmal entlang. So, jetzt sind wir wieder da. Ja, und jetzt sind wir wieder draußen. Also, ihr seht, das funktioniert so nicht. Deswegen müssten wir mal mit der Kannibale drüber sprechen. Es ist ja immer hier ihren heiliger Affekopf. Dann wissen die möglicherweise auch mehr Bescheid. Der Herman Toothwatch war ja wahrscheinlich nie hier unten. Es sei denn, er hatte mal ein bisschen gespitzelt, als er den Schlüssel gehabt hat. So. Das heißt, wir machen uns jetzt wieder auf den Weg. Und gehen noch ins Kannibale-Dorf. Soweit machen wir das noch. Dann speichere ich dort. Dann haben wir es eigentlich auch wieder für heute. So.
Ja, und wie gesagt, dass ich das Schiff abgeschossen habe, das habe ich tatsächlich mit voller Absicht gemacht. Weil ich finde das Ende, was so freigeschaltet wird, eigentlich wesentlich besser, um ehrlich zu sein. Und die meuternde Crew, die sind zwar an sich 3 urige Geselle, aber an sich ist es denn ihr Schuld, dass das alles so dumm gelaufen ist. Und hätten sie nicht gemeutert, dann hätte ich das auch nicht gemacht. Aber die waren ziemlich unzuverlässig, die 3. Von daher, das haben sie jetzt davor. Und wir sehen uns übermorgen wieder. Moment. Du bist hier, damit wir uns wieder für das tolle Geschenk erkenntlich zeigen. Da gibt's eigentlich schon etwas. Können wir das auch noch regeln heute? Ja, sag uns, was ist es denn? Geld, ich will Geld. Ich suche noch was. Noch jemand, Entschuldigung. Hier, auf Monkey Island, Trademark. Wir sind die einzigsten Leute, die hier leben. Naja, die einzigste zivilisierte Leute. Sagt Herman Toothrot 8, ne? Ich suche nur 30 tote Typen und noch eine Frau. Ich glaube, darüber will ich nichts mehr hören. Ja, warte mal. Der spricht über die tote Pirate. Oh ja, die Kerle. Geisterpirat LeChuck und seine Kadaver-Crew. Ja, diese Idioten sind ja seit Monaten. Die segeln mit ihrem gruseligen Geisterschiff da rum. Und machen unser ganzes Schiffbusiness an Arsch. Ja, normalerweise haben wir keine Probleme mit der Untote. Und da haben wir so ein bisschen Exorzismus-Zeug, womit wir uns hier vom Hals halten können. Und was ist euer Standardtrank des Exorzismus? Ja, das eigentliche Hauptzutat ist so sehr selten die Wurzel. Und eigentlich gibt es auch nur eine davor. Wir haben nur derzeit nichts davor. Aber LeChuck hat uns das ganze Ding geklaut. LeChuck ist hierher gekommen und hat euch euer Wurzel geklaut? Was für ein Idiot. Was für ein Mistkerl. Ja, und Banane hat er auch noch geklaut. Denkst du, Banane klauen ist besser? Und wo versteckt er das Ding dann? In einer Art tief unter der Insel. In einem großen Katakombensystem. Ein höllischer Platz. Mit der gequälten Seele, die für immer in der Fels eingesperrt sind. Und irgendwas mit ranzigem Gestank vom pure Böse. Und die Touristen sind normalerweise stundenlang stehen die durch Schlangen, um sich das anzugucken. Was dann passiert? Hat die Gesundheitsbehörde den Laden geschlossen. Könnt ihr nicht hingehen und einfach nur raustreten? Und mal wieder hat LeChuck alles ruiniert, oder? Machen wir mal die blödste Antwort. Die Gesundheitsbehörde hat es bestimmt doch geschlossen, oder? Nee, wir haben den Schlüssel verloren. Es wurde uns geklaut. Ja, wir haben den von einem Eremit gelebt, der geliehen. Wir haben den einem Eremit geliehen, der hier lebt. Und die ganze Sache mit der Bananenpflücker kam dann auch noch mit dazu. Ach, ich gehe mal noch LeChuck suchen und die Wurzel, ach so. Ja, Entschuldigung, aber so leicht ist das nicht. LeChuck zu finden, allein kann schon sehr schwierig sein und gefährlich. Da findest niemals der Weg durch die Katakombe ohne... Moment, das habe ich nicht mitgekriegt. Ach, nix. Dann war es wohl auch nicht so wichtig. Ed Hay of the Avigatorney. Ach du liebe Zeit. Was ist dann Ed Hay of the Avigatorney? Ich glaube, er spricht unseren Dialekt ganz gut. Wir haben ihn noch nicht gesagt, was der Kopf überhaupt macht. Naja, es ist eigentlich ein Navigationswerkzeug. Und zwar ein Kopf von einem Navigator. Wir haben ihn magisch am Leben erhalten, sodass er uns immer noch die Richtung weisen kann. Durch die Katakombe kommt man nur mit dem Ding, ansonsten ist es unmöglich. Aber es gibt nur einen Weg, dass du dann haben kannst. Ich glaube, du hast nichts für uns, dass wir dir das Ding geben. Also nebenbei bemerkt ist es auch noch so ein nettes Idol, was du uns gemacht hast. Das reicht nicht. Ja, du kannst zum großen Affenkopf immer wieder kommen wegen dem Idol. Und so nebenbei Zitronenkopf. Was war da noch mit tropische Öle? Ja, jetzt unterhalten sie sich und ich die Sache ihr liebe Leid.
Das geht alles so fix, dass ich kaum nachkomme und dann nicht richtig übersetzen kann, sondern immer nur so sinngemäße Quatsch. An der Stelle machen wir hier unseren Cut. Ich speichere. 3 Episoden habe ich halt wieder gemacht. Von mir gibt es einfach nie mehr genug Zeit. Von 35 auf 68% ist doch auch nicht verkehrt. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play The Secret of Monkey Island Special Edition auf Pelzig. Heute habe ich auch wieder gut überzogen. Wo wir denn dann Schlüssel zum Affekopf geben und dafür kriegen wir das Navigationswerkzeug, was aus dem magisch am Leben erhaltene Kopf von einem toten Navigator besteht. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder zu diesem Voodoo-Spektakel. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder Iron Yankee.